Ich bin Arne Gericke, Mitglied von Bündnis C, Christen in Deutschland. Ich bin seit 5 Jahren jetzt im Europäischen Parlament aktiv. Und wir haben Mitglieder, die auch ganz aktiv im Mittleren Osten und im Nahen Osten unterwegs waren. Unter anderem auch, was Afrin betrifft. Wir haben es gelernt, nicht nur dem zu vertrauen, was in den Medien steht, sondern auch wirklich selbst vor Ort zu gucken, was dort passiert. Und insofern haben wir festgestellt, dass die Türkei, die entsprechend innerhalb Europas, in der NATO ist, natürlich eigentlich Verantwortung tragen sollte, aber die Rechte, die sie im Rahmen der NATO haben, missbrauchen. Missbrauchen für eigene Interessen und nicht zur Rettung derer beitragen, die dort leben in den Räumen, und auch nicht den IS verdrängen, sondern andere diese Arbeit machen lassen und selbst nur eigene Interessen verdecken. Das ist etwas, wo ich gerne auch als Abgeordneter aktiv werden will. Gerade wenn wir jetzt auch sehen, dass Öcalan in Einzelhaft steht, dass er nicht den Genfer Konventionen entsprechend behandelt wird, sondern entsprechend auch europäisches Recht bricht. Denn Europa hat von sich aus auch schon festgestellt, dass die PKK keine Terrororganisation ist und in dieser Weise auch nicht behandelt werden darf. Insofern mein Ziel im Europäischen Parlament ist es, Unrecht zu benennen. Und auch wenn es Freunde sind, sie entsprechend daran zu messen, was sie tun. Und wenn sie entsprechend Recht brechen, dann muss das auch benannt werden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, auch immer wieder darauf zu achten und zu betonen, über wen reden wir, wenn wir über die Kurden reden, die Jesiden und alle Volksgruppen, die da zusammengehören. Über wen reden wir? Wir reden über eine Kulturhistorie von über 5000 Jahren. Und das ist etwas, wo ich den Kurden und den Volksgruppen, die zu den Kurden sich zählen, immer wieder Mut zu machen. Dass es nicht nur schwarz ist, dass es nicht nur dunkel ist, dass man nicht nur in der Vergangenheit verharren darf, sondern dass wir in die Zukunft gucken müssen. Dass wir entsprechend Mut haben müssen, auch für unsere Kinder ein neues Morgen aufzublättern. Und da, wo wir jetzt Ostern feiern und die Kurden jetzt auch Neujahr feiern, ein Fest der Natur, dass sie da Mut haben, mit ihren Kindern auch an ein neues Morgen zu glauben, in dem sie Heimat haben dürfen, in dem sie Sicherheit haben dürfen, in dem sie miteinander Gutes erleben dürfen und darin auch wirklich darin einfach entsprechend ein Zuhause für vielleicht die weiteren 5000 Jahre.